Donnerstag von der 2. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Am Kader von der Muttergottesoktav, die dieses Jahr unter dem Thema steht, Maria, Zeichen von Hoffnung und Trost, überdrohe mir von Heid pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Weihbischof Monseigneur Leo Wagner. Als Anfang sagen wir, O Jungfrau Maria, Magnificat 878, bei der Aussetzung Veni Creator Spiritus, Magnificat 240, der Regina Coeli Magnificat 574, beim sakramentalen Segen, den Tantum Ergo, Kompendium Nummer 49, und als Schlusslied, ich habe mein Lied bei dich gedrohen, vom Viktor Goldschmidt, Magnificat 893. Der Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, vom Johann Sebastian Bach. Kantore sind der Jean-Juan Patrick Müller an den Herr Luc Nilles. Thema von der Predigt von der Madame René Schmidt als Haut, kein Kirch ohne den Heiligen Geist. O Jungfrau Maria, du himmlische Zier, dich loben, dich preisen, dir huldigen wir. Laudate. Dich ehrten die Väter und weihten sich dir. Du bist unsere Trösterin und glorreich Panier. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Erhebe, o Mutter, die segnende Hand und segne die Kirche und segne dein Land. Laudate, laudate, laudate.
den Schwachen, den Kranken gib Heil, und allen wird Gnade und Hoffnung zuteil. Schirm uns und Hilfe an jeglichem Ort, sei einst uns im Tode ein schützender Hort. Lasset uns beten. Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, dein Sohn hat am Kreuz die selige Jungfrau Maria, seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben. Höre auf die Fürsprache unserer Schutzpatronin und schenke uns in allen Nöten deinen Trost und deine Hilfe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jener Zeit, als die Jünger beisammen waren, fragten sie Jesus: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Leef flight alle goe.
An die besonders, die da über den Livestream oder uns verbunden sind, an einem Altersheim, an einer Klinik oder daheim. Es ist schon eine Zeit hier, wo ich am späten Mittag mit dem Velo aus dem Gare Quartier an die Duverstadt gefahren bin. An der Mitte von der Passerelle vom Pont Adolf hat sich eine kleine Gruppe versammelt. Wie ich mich noch komme, und ich gesehen, dass es die Gruppe von Schülern war. Die eng sitzen da, einer Stungen, ein paar haben sich da Netz eine Auftrennung angehalten. Sie sind am Velo lernst gefahren, an dem Moment vom Velosweg hat etwas zu mir gesagt, fahr mal nach ein zurück. Die Jungen waren nur bei ihnen gerickelt. Einzelne haben gekrascht. Sie sind vom Velo raufgeklommen, aber bloß ohne Wort zu schwätzen, haben sie stehen. In einer Zeit habe ich mich erkannt, für zu fragen, was geschieht wird. Du sagst, ein Jungen, ein von unseren Mitschülern aus dem Lycée, als wir vor kurzem hier raufgesprungen. Ich wusste nicht mehr, was zu sagen. Und an der Stille blieb ich einfach hinter dem Gruppe. Aber wie ich noch einer Zeit fortgefahren bin, hat ein Junge sich umgedreht und gesagt, merci, Madame, dass ihr bei uns geblieben seid. Die Szene ist mir lang nachgegangen. Das ist scheinbar nichts Seelenes. Die Statistiken sind nicht offen, wie viele junge Leute sich das Leben holen, auch an diesen Tag, Remenke ja. Leute, die ihr kennt, wo ihr sich fragt, wie ist das möglich? Schwer, delikate Situationen, an denen wir Menschen geraten. Momente, wo ihn die Schule vom Leben nicht schwänzen kann. Aber wo ihn auf Hilfe, auf Inspiration, heernst du auch, wie meine Mama gesagt hat, wenn ich am Himmel bin, da ging ich der Feuerschutz. Ja, Feuerschutz brauchen wir alle Guten. In den uns schützt, in den uns invisiblement an den Arm hält, in den uns trägt. An den Texter von der Apostelgeschichte, da sehen wir die Jünger vom Jesus, die nur seinem Tod doch an einer dramatischen Situation durchstehen. Ihr Leben hat in anderen Verlauf geholt, wie das, was sie sich geträumt hatten. Und sie haben sich gefreut, weil alles im Soss. An diesem tragischen Moment sind die Jünger aber nicht lang. Auch die Maria ist dabei, mit ein paar Frauen, vielleicht sind es die unter dem Kreuz waren, und noch ein paar andere Familienmembern, wie die Exegete sagen, vom Jesus. Sie sind beim Jüngerkreis. So realisieren sie zusammen, dass ihre Meister Freund Jesus, auf den sie so groß Hoffnungen gesagt hatten, du das, und du mal doch den Kopf von ihrer Bewegung, von ihrer Jesus-Bewegung. Frohen, auf ihren allem eine große Wied. War alles im Suss? Eine ganz neue Situation, die zu schienen ob. Und am Hannakap hören sie nach der Jesus, wie aus seiner Himmelfahrt. Geht raus an die ganze Welt und macht all Menschen zu meine Jünger. Mission impossible. Sicher haben die Jünger sich auch heu gefroht, wie Maria bei der Verkündigung, wie soll das geschehen? Sie fährten und ziehen sich zurück. Nicht ungefähr auf engen Platz, mehr sie ziehen sich zurück an das Obergemach, wohin ihnen das Fäß gewäscht hat, wo ein Brot mit ihnen gebracht wird, wo sie Pascha gefeiert haben, auf eine ganz besondere Manier, die letzte Kehr für aus ihrem Tod. Und heute werden sie ob den Heiligen Geist, so wie ihn nicht gesagt hat.
den Trächter, de Parakletos. Sie werden ob den die Jesus versprochen hat. Trost brauche sie lo, eng Stärkung, net e klenge Boosterlei fleit, mir eng solid Stärkung für dat unmöglichste Leben. Die Jünger wissen, dass hier Mission nicht einfach Menschenwerk ist, mit dass sie dem Jesus sein Geist brauchen, für etwas zum Herrgott an dieser Welt erfuhrbar zu machen, an über die Grenzen von Jerusalem rauszugehen, aus dem gewinnten Kreis raus, bei einer Leute, die eng einer Spruch geschwert tun, eng einer Kultur hatten. Soll das sich wirklich realisieren? Am Werden ob den Heilige Geist lehre sie mit Maria an denen andere Frauen zu beten. Das Gebet, was die kleine Gemeinschaft am Cenakle moderne verbindet, und so entsteht mysteriös die erste Kirche. Keine Kirche ohne Gebet, leif Pilgerinnen a Pilger. Gebet ist die Quelle von all Trost und Hoffnung. Ein Trost, den wir Menschen nicht machen können, auch nicht in Versammlungen. Beten als etwas Ähnliches wie Texte lesen, viel Wieder machen, fromm Gedanken mit ihnen delen. Wir beten als eine Relation kommen mit dem Herrgott. Und du gibt es sicher ganz viele Formen. Durch das einfach Gebet, vielleicht haben sie damals Psalme gebetet, Hymne mit ihnen gesungen, machen die Jünger zusammen mit Maria an denen andere Frauen ihr Herz groß ab, für dem Herrgott sei wirken, wie das hier an der Deft von ihrem Leben agieren kann. Als sie gesehen, dass sie Instrumente an seiner Hand sind. Wirken vom Heiligen Geist. So entsteht die erste Kirche. Nicht eine Gruppe von frommen Männern, mir eine gesunde Mischung von Männern und Frauen, die ihm hier stärkten und ihm hier schwächten wissen. Zusammen sind sie eine Schicksalsgemeinschaft, die zu einer Gebetsgemeinschaft zusammenwiest, für dann ob anderer durchzugehen. Sie hatten sich in den anderen nicht selber herausgesicht. Sie gufen vom Jesus gerufen, herausgerufen. Das ist der typisch von der Ekklesia, vom Jesus in der Kirche, die von Anfang an eine große Diversität von Menschen kennt. Eine Kirche, aber auch die markiert das von Verrot und von Treu. Und Maria ist aber bei ihnen, obwohl sie weiß, was geschieht ist. Und sie bleibt, für mit ihnen den Geist zu beten. Der Papst Benedikt XVI. Hat uns für Moment verlos, hat so tief Gedanken, und ich invitiere nicht, geht mal ein bisschen googeln, du hört da. Wirklich etwas Schönes vom Gebet seht hei. Denn nur das Gebet und nicht die raffinierteste Psychotechnik kann jenen seelischen Grund in uns freilegen, indem wir einander berühren, indem wir einander verträglich sind, indem wir Frieden und Einheit sind. Eintracht ist die Voraussetzung für die Gabe des Geistes und Gebet die Voraussetzung der Eintracht. Mehr schön kann ich nicht sagen. Gebet könnt ob vom Reis Zeit holen. Gebet ist tröstend. Am Gebet empfängt man den Heiligen Geist. Wir kriegen von Gott geschenkt, was wir brauchen, für ein anderer für uns zu gehen. Das ist dieser Geist, den die Jünger auch noch Eis sieht, dass sie nicht mehr zusammen etwas fertig bringen. Das ist dieser Geist, den aus diesen fertigen Männern und Frauen bekannten Zeichen von der Oberstehung mischt. Missionarisch Jüngerinnen und Jünger, du Hummersenis, die biblisch Leid, die
etwas bewirken an der Gesellschaft. An die Großherzen, dafür wäre sie bekannt, für die Armen, für die Krank, für die Hilfsbedürftig. An der Mission haben sie da Unmögliches auf sich geholt. Zu Fuß, mit dem Schiff, bis an die Grenze von ihrer Gesundheit sind sie gegangen, auf verschiedener sogar, und ihr Leben dabei gelost, am Tod, am Märtyrertod gestorben. Die Feier vom Heiligen Geist verbrennt an ihnen Misstrauen vis-à-vis von anderen, schenkt ihnen eng Fried, eng Energie für zu leben, für andere mitzurappen. Die Feier vom Heiligen Geist möchte aus ihnen dem Jesus in Kirche an das wie ein Darf, das Feuer vom Heiligen Geist. Man kann das Christsein nicht ohne den Heiligen Geist verstehen. Ohne ihn wäre das Leben nicht christlich. Es wäre religiöses Leben, heidnisch oder fromm, das an Gott glaubt, aber ohne Lebendigkeit, die Jesus für die Jünger will. Und es ist der Heilige Geist, der uns diese Lebendigkeit gibt. So der Papst Franziskus, bisschen mir einfach, mir ganz greifbar, die Liebigkeit an der Gemeinschaft, die Liebigkeit an der Kirche. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Jungfrau damals am Renouveau Charismatique war, an einer Erfahrung von einer liebiger Kirche gemacht habe. Eine Kirche, die gebiert tut. Ich weiß noch ganz gut, wo das war. Agnes Rausch hat nämlich seinen Stuff daheim abgemacht. Das war nicht direkt am Renouveau Charismatique, aber das war so zu derselben Zeit. Und wir haben Firmung vorbereitet. Und ein Bemol hat gesagt, wir beten zusammen. Es war ganz ruhig. Und war eine wunderbare Erfahrung, an einer Stuff daheim zu beten. Ich habe es nie mehr vergessen. Und das hat mich später auch am Renouveau Charismatique immer bewegt. Eine Kirche, die nicht nur an einem Kirchengebäude gelebt hat, mit daheim. Aber wie das haben wir mit unserem Pap oder unserer Mom gestritten, weil wir ein bisschen überspannt Ideen hatten. Das hat auch dazu gehört. Und wir sind dadurch auch groß gehen, Manns gehen, und wollten nicht an ein klassisches Paar damals gehen, mehr an unserem kleinen Gruppe sind. Eine Kirche, wo den Heiligen Geist mengenisch aber gewirkt hat. Da wenn ich gucken, viele von meinen Kollegen, die damals da dabei waren, sind heute engagiert. Auf Plätzen, wo sie responsabel sind. Einzelne sind noch an der Kirche, andere, wenn wir von den Zeiten von früher schwätzen, da geht etwas liebig. Den Herrgott braucht Menschen, die sich abmachen für sein Wirken, für sein Geist. Was müsste geschehen an unserer Kirche für ähnliche Erfahrungen ist, können sie machen. Oder die macht sie vielleicht dann für sie daheim. Die Frau ist berechtigt. Sie mir eine Kirche, die nach und Wirkung vom Gebet gelebt, oder biete mir nimmer nach, ohne zu glauben, dass der Herrgott wirklich wirkt. Was müsste geschehen, wie dat wir mit den Menschen in Kontakt kommen, dass sie sich bei uns wohlfühlen und dass sie bei uns Beten lehren. Ich kenne da viel, die beten und die meditieren. Sogar morgens eine halbe Stunde ist sie auf der Arbeit gehen. Aber die sind nicht christlich. Sie holen sich aber die Zeit. Und die schwätzen mit einem über das Gebet. Meditation ist etwas, was gefroht ist. Vielleicht müsste man die Vieh, neben Gottesdienste, die wir haben, auch abgreifen, an Menschen zu so stillen Oasen invitieren. Und in den nächsten Jahrhunderten von der Kirche wäre es auch nicht einfach zu leben. Die Leute haben sich daheim, wie gesagt, an den Häusern versammelt, für zu beten, Hauskirchen. Das Hauskirchen haben sich innerlich nicht kannt. Sie waren all ein Stück von einem christlichen Netzwerk.
und hun intensiv durch Briefe und durch Menschen, die spirituelle Leadership hatten, kommuniziert. Ein Kirche par Attraktion, die aus Familien, aus Christusunhänger bestanden hat. An normalen Häusern, wo sie sich zusammenfand, und sie haben Tag nur dem jüdischen Sabbat, den ersten Tag von der Woche, den Tod an d'Oberstehe von Christus gefeiert. Und die ersten Christen waren solidarisch mit den Bedürftigen und den Armen. Sie haben nicht nur etwas gegeben, aber scheinbar haben die auch zur Kommunität gehört. Ranholen, den Armen nicht nur servieren, ihm etwas aufgeben von dem, was ich zu viel habe, mir hin invitieren, Matze machen. Der Papst Franziskus sagt, dann ändert sich etwas an ihrem Beholen. Frohe mal, gibt es an unsere Krise die Armen oder ist es schwer? Ist das für uns ein Thema? Hauskirchen könnten auch uns an den großen Poren inspirieren, für Neid leben. Und es gibt da, schon nicht schon gesagt, die haben so Erfahrung davon. CWX, Fokularen, dann auch Kommunität von Emmanuel, die hier an der Stadt, angesiedelt ist an der Pole Lützeburg Notre Dame, am Grund, die noch so Maisoneen. Und du kannst ihn mitmachen, du kannst ihn invitiert. Gebiet, Leben, mit den delen. Die Leute, Kirche geht nicht mehr ewig, wenn wir der Vergangenheit nur trauern oder mengen, wir müssten den Zeitgeist bestürden. Kirche kann nicht mehr neu Blähe von Hoffnung kriegen, wenn wir als Herz groß für den Trost vom Herrgott, den Heiligen Geist abmachen. Weil da können wir priesterlich, königlich und prophetisch wirken, aufgrund von unserer Darf. Und da geht Kirche liebig. Lassen wir den Herrgott nicht neu ran, an uns wirken. Der Papst Benedikt, ich zitiere hier noch einmal, schreibt dazu, dass heute sehr oft würde eine einzige Stunde des stillen Hineinhörens in Gottes Wort mehr wirken als ganze Tagungen mit Sitzungen und Diskussionen. Und ein Augenblick des Gebetes würde fruchtbarer sein als ganze Stöße von Papieren. Bitte mal an diesen Tag für Peichten, für Christi Himmelfahrt, mit Maria als der Expertin von einem Leben am Heiligen Geist, für das uns Kirche nicht aus der Spur kennt, mit die richtige Spur, durch ihr Lauschen, ob der Jesus findet. Für das zu machen, nur der Andacht, der Kollege Patrick hat eng Novene, die wir lanciert haben mit den Freunden von Volz. Der Maurice als eine Equipe der Hohenden Daschen, hier hat so, zusammen an einer kleinen Gruppe um eine Novene, zu Christi Himmelfahrt rausgehen, gibt verschiedene Sprachen, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, holt dich eng Matt, probiert vielleicht den einen oder anderen Tag bis Christi Himmelfahrt oder auch nach Duno, bis auf Peichten, ich und das Gebiet mit uns zu schließen. Ich wünsche nicht schöne Erfahrungen am Heiligen Geist, von den Herrgott ihr Leben enthandelt, erfeiert, da geht es färbisch, da geht es heierst du feierisch, aber immer interessant. Amen.
creator spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, que tu creasti pectoras. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus inis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis monere, dextre Dei digitus, torrite promissum Patris, sermone titans futura. Accende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpetui. Hostem repellas longius, pacem dones protinos, doctores icte previo, vitemus omne noxium. Erticiamus da Patrem, noscamus atque filium, Deum Deus qui Spiritum, predamus omni tempore. Herrgott, also guter Pap, ob Vierspruch von der Drehstrin am Lied, der Königin vom Frieden, froh machem dein herrliche Geist, die Geist, den als Herzer ergreifen will. Für die katholische Kirche heute zu Lützeburg, dass wir zusammen auf den Geist von Jesus lauschen, couragiert Akzente setzen. Herrgott, erhöre uns. Für die Menschen, die gut nicht mehr von der Kirche werden, und auf andere Wehen oder Wohricht sichern, dass wir uns von ihnen interrogieren lassen. Herrgott, erhöre uns. Für die Frauen und Männer, die sich politisch und sozial engagieren, dass sie auf die Volk lauschen und sich am Dienst von Frieden und Gerechtigkeit gesinn. Herrgott, erhöre uns. Für Neuwehr an der Katechese, wo jeder von uns gefordert ist, für sein Glauben mit anderen zu vertiefen und führen zu gehen. Herrgott, erhöre uns. Für die jungen Leute, die am Sommer um den Weltjugendtag zu Lissabon teilnehmen, dass sie eine wichtige Erfahrung von Kirche können machen. Herrgott, erhöre uns. Herrgott, erhöre uns.
An engem Moment vu Stëlt bringe mir awer och hautnees dat gröst Uleies vum Frieden fir und Trichterin, am Lied an Gebirder vun alle Pilgeren a Pilger. Herrgott, erheer uns. Dieu très bon, ravive le don de l'Esprit Saint au milieu de ton peuple pour enflammer le monde par ton amour, un amour qui pardonne toujours. Nous te le prions par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Regina Celi, Gaudet letare Virgo Maria, Halleluja. Prions. Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Sacramentum
Panem de cielo prestitis Dieis, Alleluia. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue, quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
am Kader von der Mutter Gottes Oktav, wo mir Pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die können Sie einmal lauschen, auf den Abend um 18 Uhr oder um 23 Uhr Dock. An lo geben wir den Mikro zurück an das Studio.